Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Wir befinden uns ja momentan immer noch in Maldraxxus. Wir haben in der letzten Folge gemütlich mal ein Dungeon abgeschlossen. Und ich habe mich ja da hinten im Wägli versteckt, schon von ein paar Folgen, also von 2 Folgen. Und jetzt ist eigentlich das Ziel, sicher mal die Hauptquest weitermachen. Und zwar müssen wir den Malefice töten. Bedeutet, wir müssen dafür ein Kriegshorn von der Barone brauchen, aber zuerst muss ich den finden. Da hinten ist er. Malefice, 130'000 Leben, Jägeli. Darum haben wir, glaube ich, wahrscheinlich das Horn, weil der wahrscheinlich schwieriger zu besiegen wäre sonst. Dann schauen wir aber, dass wir jetzt keine weiteren Gegner auf uns ziehen oder locken. Und dann sollte das eigentlich sehr gut funktionieren. Oh, schön an allen vorbei ein bisschen. Ja, jetzt geht er natürlich genau da durch, wo da alle sind. Versuche ich... Nein, da hinten wird es auch schwierig. Da haben wir ein paar Gegner, die da total in den Weg kommen. Das ist jetzt gerade mühsam. Das ist jetzt gerade wirklich mühsam. Am besten wäre, wir würden eigentlich auf der anderen Seite stehen. Weil von dort aus hätten wir wahrscheinlich ein besseres Feld irgendwie da überziehen. Geht das? Probieren wir es mal so. So, jetzt habe ich das Kriegshorn gedrückt. Und jetzt kommen wir Unterstützung über von Soldaten. Okay, alles klar. Ja, dann funktioniert das natürlich besser. Ich hoffe, die greifen auch die Kleinen da entgegen, aber es sieht ganz danach aus. Dann haben wir da fleissige Unterstützung im Kampf gegen den Malefice. Ein riesen Wirbelsturm eigentlich. Wenn wir das so anschauen oder einfach irgendeine leere Gestalt oder was auch immer der Löli soll darstellen. Aber für uns gar kein Problem. Wir werden da jetzt einfach das Todeschakra mal auch losschiessen. Lecco mio! Da kommt gerade einige noch Schaden auf mich zu. Die kann man mal noch rausnehmen. Die sind noch vom Dungeon letzte Folge. Aber in dem Fall schon erledigt. Nice! Gut, wir haben jetzt aber auch wirklich gute Hilfe bekommen. Wirklich gute Hilfe. Jetzt müssen wir aber noch zuerst looten. Ah, weg. So, wir machen mal Quest beenden. Ich muss aber noch schnell schauen, ob wir da etwas Gutes bekommen. Oder ob ich blöd gesagt einfach das nicht mehr kostet, damit wir wenigstens ein bisschen Gold aus dieser ganzen Sache schnappen. Weil ich gehe davon aus, dass wir Besseres haben. Und zwar haben wir da einmal... Für mehr kritisch, für weniger Tempo, da hätten wir mehr Ausdauer und beschwört einen Bewaffneten Wiederwerfen, der um euch 5 Sekunden lang zu unterstützen. Wäre natürlich ziemlich nice, dafür würden wir halt mehr Ausdauer bekommen. Aber ich nehme jetzt mal das da, weil mir das irgendwie noch so schmackhaft tönt. Und dann kommen wir gerade die nächste über. Und dann können wir immer noch schauen im Verlauf des Spiels, ob wir das nehmen oder nicht. Kehrt mit Trag zum Haus der Auserwählten zurück. Nice, dann machen wir das gerade mal. Und zwar müssen wir... Da durch. Und das ist gut. Kommen wir da wieder... Ja, da kommt man rauf. Dann machen wir uns auf den Weg in die Richtung. Dann sollten wir zum Haus der Auserwählten gehen. Das sind ja die uns unterstützen oder die gegen den Krieg sind, gegen Bastion. Wo wir hier erfahren haben im Theater. So, entdeckt Haus der Auserwählten. Die sind schon lieb. Ja, die sind alle lieb. Okay. Dann können wir uns wieder gemütlich da durchbegeben. Der Feind nähert sich. Eine Schlacht steht uns bevor. Und der Sieg wird unser sein. Markgraf Grixus ist der stärkste von uns. Okay. Zeigt ihm keine Furcht, nur Respekt. Keine Furcht, nur Respekt. Das sollten wir gut anbekommen. Er ist in dem Fall der stärkste von allen, den kennen wir ja. Sterbliche Seele herausgeholt hat. Unsere Feinde dürfen sie nicht haben. Sie haben Widerstandskraft und Stärke bewiesen. Genau die brauchen wir jetzt. Jawohl! Wir sind das Beste, Einverstanden. wo ihr euch antun könnt. Dann trefft mich in der Nekropole. Es gilt, einen Krieg zu führen. Okay. Also mitten in den Krieg rein. So wie es sein muss. Aber muss ich noch schon mit ihr reden. Bereit für den Kampf. Erzählt mir eure Im Geschichte. Namen des Primus. Let's go, lassen wir uns überraschen. Ah, das kann ich sogar schon. War ich Draka vom Frostwolf-Clan. Eine Kriegerin, die alles gab. Um das zu beschützen, was am wichtigsten war. Doch mein Kampf war noch nicht vorbei. Maldraxxus,
Die Armeen der 5 Häuser standen einst Seite an Seite, um das Reich des Todes zu verteidigen. Hier diente ich dem Haus der Augen. Eine seltsame Bestimmung für die Seele einer Kriegerin. Nochmal. Sie kämpften nicht wie ich. Schneller. Nochmal. Doch schließlich fühlte sich dieses Leben nach dem Tod richtig an. Das Haus der Seuchen existiert nicht mehr. 1/5 von Maldraxxus ausgelöscht. Wie können Sie nur so unbedacht sein? Vielleicht waren sie das nicht. Was auch als nächstes passiert, Maldraxxus muss weiter seine Pflicht erfüllen. Wenn wir versagen, dann fallen die Schattenlande. Das Haus der Auserwählten sollte noch an unserer Seite stehen. Ich vertraue euch diese Nachricht für Markgraf Krexus an. Jetzt geht. Seid wachsam, Draka. Meine Brüder, ich habe einen dringenden Auftrag. Oh, shit. Mein Herr! Schnell! Es könnte Überlebende geben! Go! Das sind also die Verräter, von denen ihr spracht. Solche Urgora halten mich nicht davon ab, die letzte Nachricht meines Herrn zu überbringen. Prüfungen wie diese können ein Schwert zerbrechen. Oder sie schärfen es. Ich bringe den Schlüssel zur Rettung von Maldraxxus. Es tut mir leid, Markgraf. Er gab mir keinen Schlüssel. Eine unbeugsame Kriegerin mit den Fertigkeiten einer Meisterspionin. Ein Schlüssel zu vielen Dingen. Kommt, unsere Feinde werden schon bald offen zuschlagen. Wir müssen uns vorbereiten. Ich bin Draka. Einst war ich eine Frostwölfin. Jetzt bin ich Baronin des Hauses der Auserwählten. Und vor allem eine Verteidigerin von Maldraxxus. Alles klar. Alles klar, da haben wir gerade eine Geschichte mitbekommen. Von der lieben Draka. Und wie ich mir gedacht habe, Frostwolf-Clan. Also es ist wahrscheinlich wirklich die Mutter vom Thrall. Und es ist jetzt wirklich beeindruckend. Also wir wissen jetzt, ein Haus, 2 Häuser sind schon tot. Also das Haus der Seuchen und das Haus der Augen. Das heisst, es bleiben eigentlich noch 3. So wie ich das jetzt verstanden habe. Weil ihr Herr vom Haus der Augen ist ja gestorben. Das heisst, es bleiben noch 3. Haus der Auserwählten und nochmal 2 andere Häuser. Und die führen jetzt Krieg gegen die anderen 2, die aus der Reihe tanzen und da einen auf Rambo machen, blöd gesagt. Und jetzt einfach alles einnehmen und darum Bastion angreifen. Und er da hat sie aufgenommen und sie ist jetzt Baronin eigentlich vom Haus der Auserwählten. Schön, dass sie wenigstens einen neuen Platz gefunden hat und besonders, dass Maldraxxus noch Soldaten hat, die da für die Schattenlande kämpfen, für Maldraxxus. Aber ich würde mal sagen, das wäre es mal mit der Geschichte. Wir schauen mal weiter. Meldet euch bei Baron Viraz. Nochmal ein Baron? Okay. Lasst Vyras nicht warten. Seine Geduld ist sehr begrenzt. Okay, seine Geduld ist begrenzt. Das heisst, wir machen das schnellstmöglich auf den Weg. Ist noch ein cooler Einblick. Ich bin noch unsicher, aber ich meine, ich habe das Video schon mal gesehen. Das ist schon mal vorveröffentlicht worden, sogar bevor Schattenland rausgekommen ist. Aber es war aber wieder schön, dass wir das sehen. Und wir machen jetzt uns auf den Weg zum Viraz. Wartet, Soldaten! Macht die Verteidigung bereit!
Du bist Virat? Fasst euch kurz. Baron Virat, Sali. Jawohl. Meldet mich zum Dienst. Ich soll mich auf den Krieg gegen die anderen Häuser vorbereiten. Auf euren Posten. Diese feigen Verräter fordern töricht die Macht der Auserwählten heraus. Okay. In dem Fall Mit der Sprache. Quest beenden. Ihr habt eure Der Ordnung Waren haben wir jetzt erst genommen. Überbringt Beschwörer Perex, Ausbildungsoffizier Tellis und Sekutor Mevix Befehle. Die Hügel der Augen. Stöbert versteckte Spione in dem Leichenhund der Auserwählten auf. den Auserwählten. Also wenn wir hier irgendwelche Spione finden, wo sich da, wie es aussieht, tarnen, könnte das maskierte Infratoren getötet. Wir probieren es gerade mal schon aus. Ihr benehmt doch merkwürdig. Ah, okay, ja, das ist dann wirklich dann so Spione, die sich innerhalb von diesen Mauern befinden. Und dann müssen wir nachher nochmal schon güchseln, wo wir genau müssen die Nachrichten überbringen. Schauen wir doch mal. Ah, da drinnen in dem Fall. Also der erste wäre da oben. Ich würde mal sagen, wir klicken den mal an, damit ich wenigstens weiss, wo wir etwa entlang müssten. Der sieht auch so aus, als würde sich... Also die sind alle so gelb beschrieben, die sich merkwürdig benehmen. Wo könnten Spione sein? Ich würde sagen, ihr benehmt euch merkwürdig. Wir nehmen gerade wirklich einen nach dem anderen auseinander, der sich da eingeschleicht hat, da bei den Auserwählten. Das ist ja unter allerem Niveau, das können wir nicht zulassen. Dass wir denen schon eins auf den Zipfel geben und da noch schnell Looten nicht vergessen, genau. Und dann machen wir uns mal schnell auf den Weg. Die ignorieren wir jetzt. Wir haben sowieso 3 Nachrichten. Ich gehe davon aus, das haben wir schnell zusammen, die 6 Spionen rauszufiltern. Die Nachrichten, glaube ich, brauchen ein bisschen mehr Zeit. Wahrscheinlich jetzt wirklich so, dass man einfach mal Draxus ein bisschen kennenlernt, besonders das Haus der Auserwählten, wie es da ein bisschen so plus minus aussieht und so weiter. Die erste Nachricht müssen wir hier oben begeben. Also Ordnung wahren. Ich weiss nicht, ob wir eine Nachricht bringen müssen, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Grossbeschwörer Perex. Sali. Ich habe Befehle vom Baron Virat. Was jetzt? Okay, wir müssen in dem Fall einfach Befehl übergeben, also eine Nachricht überbringen. Das verstehe ich plus minus schon richtig. Sagt dem Baron, er soll Anima besorgen, wenn er seine Knochenmache will. Okay. Ich habe kein Ziel. Wir sollen ihm ausrichten, oder er hat jetzt gerade mit dem da geredet, er soll ausrichten, dass sie Anima brauchen, um irgendetwas erstellen. Irgendwie funktioniert es mit dem Looten gerade momentan nicht so gut. Ist WoW wieder überlastet? Gibt's ja gar nicht! So, da oben haben wir schon den nächsten Spion. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt mal auch gerade. Zeigt mir meine Ihr benehmt euch merkwürdig, du kleine Made. Geheimnisse erfahren. Leichenhund der Auserwählten haben wir dann Beschwitzer. Wie muss ich das jetzt verstehen? Ein Ziel. Es sieht so aus, als hätten wir so einen Hund, der uns begleitet, okay? 3 Wildtiere! Nice! Jetzt haben wir schon 3 im Petto. Also ich sage natürlich nicht nein, wenn das so bleiben würde. Wenn wir 3 Stück als Begleiter hätten, das wäre schon übel episch. Ich glaube, dann wären wir langsam übermächtig. Aber dann würde ich mal sagen, du benimmst dich merkwürdig. Mit dir stimmt irgendetwas nicht, meine Kleine. So, dann treten wir da auch noch schnell eins ins Viertel. Unser Chakram schiessen wir dort auch mal gerade noch schnell auf dich. Dann sollte das eigentlich gut klappen. Jawohl! So, nächste Nachricht sollte sich irgendwo da hinten befinden. Und noch eine Person müssen wir finden, die sich da komisch benimmt. Ich würde sagen, wir nehmen gerade die, dann nehmen wir die Quest nämlich entdeckt, Wutbringer-Terrasse. Also wir sind auf der Wutbringer-Terrasse. Und die Person da kommt mir ziemlich merkwürdig vor. Ich würde sagen, ja, aber ich habe es mir schon gedacht. Du bist mir da ein Dorn im Auge. Du bist mir ein absoluter Dorn im Auge. So. 6 haben wir schon mal verwirrt, 6 von diesen Spionen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, die restlichen 2 Nachrichten überbringen. Also Befehl vom Baron Virat. Sagt härter zu! Keine Gnade! So, ich habe Befehle vom Baron Virat. Zu siegen. Ja, eben Nachricht. Sie macht auch eine Nachricht auf. Sie liest jetzt kurz. Wer verliert, schleppt Erz zur Schmiede. Und jetzt kämpft! Okay, das ist alles, was sie gesagt hat. Es ist einfach Ärzte der Schmiede bringen, wer verliert. Das interessiert uns ja eigentlich nicht so weiter. Wir haben unsere Nachricht so weit überbracht. Mehr müssen wir nicht wissen. So. Da unten haben wir noch irgendetwas. So, genau da ist sie dann etwa. Ich gehe jetzt mal da oben durch. Können sie da noch ein bisschen rumgüchseln. Also es ist schon ein bisschen ein Untotenreich. Also, wenn man das so anschaut. Hey, der hat das Herzchen oben dran. Der ist ganz lieb. Der ist ganz lieb. Ja. Das wäre in dem Fall da.
Sekutor Mevix, wir haben Befehl für dich. Es geht nach Westen. Ausrücken. Nach Westen, jetzt wissen wir natürlich auch schon mehr. Also wir tun nach Westen ausrücken. Und er hat irgendetwas vor zu beschwören, dann muss die andere Person, die wir die Nachrichten überbringen müssen, auch Anima besorgen. Also wie es aussieht, geht es da wirklich richtig Krieg. Noch ziemlich speziell, ich freue mich drauf. Mal schauen, wie sehr der Krieg ausartet. Mal wirklich schauen, wie der Krieg ausartet. Da unten haben wir was? Einfach jede Menge Haustiere, ein bisschen, da hinten haben wir mega viel Lava. Da gibt es in dem Fall auch Lava. Okay, ein Schmiedenhof oder so etwas in die Richtung. Da hat es auch Lava. Okay. Woher die das bekommen, das weiss ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber wir gehen zurück gemütlich zum Virats und überbringen ihm die Nachricht, dass wir alle Nachrichten überbracht haben, oder? Jawohl! Mehr können wir gar nicht machen. Sali Virats, da sind wir schon wieder. Ordnung wahren, Quiz beenden. Und Quiz beenden. Kehrt zu Baronin Draka zurück. Alles klar. Sagt Draka, dass wir kampfbereit sind. Alles klar, aber nur für die Horde. Dann gehen wir wieder zu der Draka. Wie es aussieht, ist im Fall Draka die mächtigere Baronin als der Virats. Oder wie muss ich das verstehen? Sind die etwa gleichgestellt als Baronen? Oder ist sie höher? Weil sie halt ja der Schlüssel, sage ich, von dem Großen und Ganzen oder der Schlüssel darstellt von der Lösung von Maldraxxus. Obwohl ich jetzt mal behaupten würde, dass wir das am Schluss sind. Das ist ja klar. Quest beenden. Erreicht den Menhir. Dafür können wir neue Gürtelschalen über. Die sieht auch ziemlich nice aus. 2 kritisch weniger, dafür mehr Beweglichkeit, mehr Ausdauer. Ein bisschen Vielseitigkeit macht ja auch mal nichts aus. Ich würde sagen, der gute gefällt mir. Die Quest machen wir liebend gern. Okay. Wir müssen dafür. Oh, das ist ein. Vom der Primus hat er hinterlassen. Okay. Wer der Primus ist, das wissen wir ja immer noch nicht so ganz genau. Aber wie es aussieht, wenn wir in dem Fall jetzt einfach da über das Lava drüber. Sehe ich das richtig? Okay, zum zeigen, unsere Macht demonstrieren. Dann machen wir uns einmal auf den Weg drüber. Das sollte eigentlich gut klappen, von vom Leben her. Sollten wir das gut anbekommen. So, öffnen! Ui, was ist jetzt? Ich stehe auf einer Hand. Stimme des Primus. Reiche des Todes ertrinken in Dunkelheit. Ja. Verrat stiftet Chaos. Brüchige Bande müssen gestärkt werden. Okay. Ich hoffe, man versteht es. Es ist nämlich irgendwie mega leislich, was der da gerade am Reden ist. Der Schlüssel ehrt die Würdigen. Es ist wirklich gerade mega leislich, was er da am Reden ist. Also die Stimme von Prima, was ist das? Unvollendete Klinge. Ja moin, dann nehmen wir die. Öffnen! Es hat wirklich ein bisschen Delay. Also es ist alles ein bisschen mit Vollzug, da wir es wirklich zum Anklicken. Ah, das bringt uns wieder rüber. Okay. Ja nice, wir haben ein Stückchen Klinge gefunden, eine unvollendete. Liebe Baronin, schaut mal, was wir gefunden haben. Eine unvollendete Klinge. Dafür komme ich meinen Gürtel über für die kleine Aufgabe. Primus hat diese Klinge geschmiedet. Wie lange war sie in diesem Stein? Ja, keine Ahnung, das müsst ihr wissen. Ich bin erst seit neuestem da. Sprecht mit Knochenschmiedin Heirmir über eure Runenklinge. Heirmir war eine Schülerin des Primus. Sie weiß Okay. vielleicht mehr über diese Klinge. Okay, also die Schülerin von Primus. Also der jetzt gerade mit uns gesprochen hat. Ich hoffe, man hat alles verstanden. Ich kann es schon mal ganz kurz vorlesen, was er uns so gesagt hat. Und zwar, die Reiche des Todes ertrinken in Dunkelheit. Verrat stiftet Chaos. Brüchige Bande müssen gestärkt werden. Der Schlüssel ehrt die Würdigen. Das ist eigentlich so das, was er uns gesagt hat. Ganz leislich. Oh, ich reite da voll in die falsche Richtung. Die Richtung. Ach, Lappi macht die Augen auf. Wieder voll auf die falsche Seite am Reiten. Weil ich wieder zu viel am Schwafeln bin. Aber da durch gehen wir nicht. Das heisst, wir müssen irgendwie so rumdummen. Okay. Das sollten wir gut anbekommen. Dann gehen wir mal bei den Lehrling vom Primus. Also der Primus ist in dem Fall wirklich eine mächtige Kreatur. Ich gehe wirklich davon aus, dass er so der Chef von der ganzen Maldraxxus war. Dass es so ein riesen Oberhaupt gegeben hat und der, wie es aussieht, nicht mehr rum ist und darum der Krieg ausgebrochen ist. Also das ist so meine Zusammenfassung, die ich bis jetzt so in meinem kleinen Hirn zusammenfassen kann, aber nicht genau kann sagen, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht. Aber ich würde sagen, wir fragen doch am besten einfach mal die Lehrling wegen dieser Klinge. Ja schön, dürst du nach Kampf, ich dürste nach Erkenntnis, was da genau so los ist. So,
Sally, Knochenschmiedin Heirmir. Sprecht schon! Was wisst ihr über diese Klinge? Was denn? Ich bin beschäftigt. Oh, zeigt eure Klinge, ist das gewesen. Das kann doch nicht sein. Das war also der Grund für diesen Aufruhr. Eine Klinge und eine Nachricht von Primus persönlich. Tja, aber eine Klinge ohne Heft taugt nichts. Zeit für ein bisschen Arbeit. Also wird sie die Klinge in dem Fall wieder herstellen. Jetzt wird sie in dem Fall die Klinge wieder herstellen. Und die Zeichen oben drauf kommen mir mega bekannt vor. Wenn man Frostgram vom Art, also vom dortmaligen Lich King anschaut, hat es etwa die Ähnlichkeit von diesen Inschriften. Quest beenden, Oasenverzauberung. Tötet Markiver und sammelt einen ermächtigen Knochen von seinem Leichnam. Annehmen. Dicke Haut. Sammelt 40 pulsierende Hautfetzen von wuchernder Masse. Dafür kommen wir sogar wieder neue Hosen über, aber die gefällt mir gar nicht, weil wir halt kritisch und Meisterschaft verlieren. Aber nehmen wir doch gerne mal an. Wie aussieht, ist das alles sogar noch in den Festen rein? Also wir gehen eben jetzt die Materialien sammeln, um die Klinge wieder herzustellen. Und wie es aussieht, ist das eben alles gerade da. In dieser Burg rein, da müssen wir nicht grossartig irgendwie umsuchen oder machen und tun. Sondern wir können da direkt, da können wir schon mal einsammeln. Oh, dann muss ich sogar noch kämpfen dann. Jetzt habe ich gemeint, ich kann das einfach einsammeln. Ja moin! Das ist nicht fair. Jetzt habe ich gemeint, ich kann das schön gemütlich in Ruhe das schnell einsammeln. Nicht, dass wir da noch irgendwie... Nicht, dass wir das jetzt noch irgendwie bekämpfen oder machen und tun. So, was komme ich über? Pulsierende Hauptfetzen. Jetzt ist wirklich ganz langsam momentan das WoW. Ich weiß nicht, was los ist. Also von der Internetleitung her sollte eigentlich alles passen. Kann wirklich sein, dass gerade momentan ein bisschen viele Spieler online sind, weil es ist Mittwoch, es ist, gestern ist ja, also morgen am 8 kommt ja dann immer, wie sagt man denn, der Patch für die nächste Woche, wo man dann alles täglich neue Quests hat und bla bla. Und es kann gut möglich sein, dass jetzt so viele Spieler gerade wieder online sind, dass es halt ein bisschen laggen kann. Das kann halt mal ab und zu vorkommen. So, dann töten wir dich noch. So, dann sammeln wir das mal wieder rein. Dann haben wir schon wieder 12 Stofffetzen. Also die Stofffetzen haben wir ziemlich schnell zusammen. Also pro Teil kommen wir etwa 12 Stofffetzen über. Das ist natürlich noch ziemlich nice. Ich würde jetzt mal sagen, wir sammeln jetzt da mal noch die Stofffetzen ein. Also da haben wir gerade wieder einen Punkt und nebendran haben wir gerade noch irgendwo wieder einen Punkt. Das zeigt mir da wirklich auf der Karte noch ein Pünktchen, wo genau die sich sollen befinden. Also ziemlich nice ist. So, die nächsten Lölis, die wir daran glauben. So. Nein, jetzt hat es noch nicht eingesammelt. Mann, schade. So, das noch einsammeln und dann soll jetzt gerade da noch ein Pünktchen. Hast du das da oben? Darum, ja, dann bringt es nichts. Darauf wollte ich jetzt nicht gerade unbedingt wandern, weil wir müssen in die Richtung. Weil da hinten soll sich der mächtige Knochen befinden, wo wir einsammeln müssen. Also das sehe ich an dem Kreis, da, dem Blöli. Und dann gehen wir das mal schnell einsammeln und dann hoffen wir, da hinten haben wir noch einen. Okay. Dass wir aber gerade auf dem Weg noch mal so ein Pfützchen finden von der wuchernden Masse. Dass wir dort noch ganz kurz schnell die letzten einsammeln, die wir brauchen. So, und dann gehen wir als nächstes gerade auf den da. Und dann haben wir nämlich die Quest auch schon abgeschlossen. Jetzt sind wir ready, um unsere Klingen neu schmieden. So, aufnehmen. Nice. Okay, 40 zusammen. Jetzt fehlt uns noch, den da unten müssen wir töten. 28'000 Leben ist ja gar nichts. Let's go. Mit meiner Drachenfalke hat er gar keine Chance, irgendwie etwas gegen uns auszurichten. So, wir machen wirklich guten Schaden, also finde ich jetzt. Ich weiss nicht, ob das normal oder ein Durchschnitt ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, eben auch Crit machen wir mega deftig viel immer. So, ich meine 28'000 Leben, so mal schnell abgezogen. In so kurzer Zeit. Also jetzt noch 3'000, das sollten wir eigentlich schneller anbekommen. Zack. Und zack. Nice. So, dann gehen wir uns den mächtigen Knochen mal aneignen. So, zack.
Komm, aufnehmen. Das ist wirklich ein bisschen im Vollzug, das Ganze. Das ist wirklich komplett im Vollzug, was da gerade momentan vor sich geht. So, und jetzt müssen wir einfach komplett wieder zurück zu der Schmiedin wandern. Ich würde mal sagen, dann machen wir doch das mal ganz kurz. Die ist ja nicht allzu weit eigentlich. Und dann können wir unsere Runenklinge wieder herstellen. Im Inventar sehe ich die Runenklinge nicht. Ich glaube, die haben wir in dem Fall bei ihr lassen, weil ich hätte die mal gerne noch angeschaut, wenn wir sie anziehen. Vielleicht können wir das ja nachher mal machen. Mal schauen. So. Dann sind wir wieder zurück bei der Schmiedin. Oi. Jetzt komme ich da nicht mehr drüber. Beim letzten Mal bin ich da drüber gekommen. So. Nice. Aber wisst ihr was? Ich will sagen, wenn wir die Klinge schmieden und was genau danach passiert oder ob wir die dürfen sogar behalten, was auch immer, keine Ahnung, erfahren wir in der nächsten Folge, wenn es wieder eine Runde Völofakt mit dem Schweiz. Wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nicht vergessen, ein Abo nicht vergessen, vielleicht einen lieben Kommentar, einfach irgendetwas. Keine Ahnung was. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Bis in die nächste Folge und ciao.